Älteren zu gehen ist keine einfache Sache. Auf was sollen oppassen bei der Schwangerschaft? Wie lebt Geburt auf? Und wie behandelt ein Baby, wenn er bis da ist? Das und vieles mehr kriegt er bei der ASBL Lebensumfang erzählt. Mehr waren da für euch zu informieren. Die Initiative Lebensumfang ist 1986 gegründet gehen von Älteren an Hebammen, die Konditionen rund um Schwangerschaft, Geburt an Ältere sind wollten verbessern. Und also ist es wichtig für die Eltern, respektive die Koppeln, da aufzuholen, wo sie stehen, an ihnen mit Informationen, Nolauschen, an Unterstützung, ihnen zu helfen, ihren eigenen Weg zu finden. Egal ob das ein Projekt für Geburt ist oder etwas mit Puppelchen. Die Initiative Lebensumfang hat Kuren, sowohl für an der Schwangerschaft, Geburtsvorbereitung an Donau-Kuren mit Puppelchen. Wir bieten Einzelberatungen an, auch von Schwangerschaft bis zum Ältersinn. Wir haben eine Baby-Hotline, die gratis ist, die Neues immer gemacht wird. Und wir haben Projekte mit den Gemeinden zusammen, am Kader von Baby Plus, wo wir Jungfamilien aus den Gemeinden begleiten. Wir haben Projekte mit dem Office National de l'Enfance zusammen, der Fabi Plus, wo wir Jungfamilien begleiten. Und wir gehen auch auf Flüchtlingsfamilien ran, die Puppelchen kriegen oder kriegen werden, für ihnen da eben zu helfen. Was wird er dann für Haut geplant? Also diesen Abend von Haut, das ist ein Teil von einem Abend, also von einem ganzen Kurs, über Geburt an Jungalterschaft. Das heißt, das fängt an mit einem Kurs über die Geburtsvorbereitung, 3 Kuren über die Geburt, 2 Kuren über die Zeit danach und 2 Kuren über den Alltag mit Puppelchen und den Start als Ältere sind ran. Am Zeitalter von YouTube an andere Social Medias, war das die Vorteil, an ihre Kur zu kommen? Klare Vorteil ist definitiv, dass man zusammen sehen können. Das heißt, jeder, der Frauen hat, alle Frauen, die irgendwie auftauchen am Laufe vom Kur, die können ganz klar von uns direkt beantwortet gehen. Das andere ist, dass wir einen Austausch, das heißt, dadurch kommen noch mal Themen irgendwie zu Spruch, die sonst vielleicht nicht unbedingt so auftauchen. So an, wenn irgendwie extra Wünsche auch bestehen von den Leuten, die kommen, so, da können wir da auch angehen. So, und das ist schon mal ein großer Fehler. Das heißt, es findet ein Austausch statt, was spezifisch Frauen da sind, können wir dann extra darauf angehen. Und das andere, das ist ganz klar, so was man gemerkt hat, während den 2 ersten Jahren von der Pandemie, das heißt, wo wir vieles online gemacht haben, durch den Austausch innerhalb der Leute gefehlt und das war wirklich eine Rückmeldung, die mir viel kruten, so dass das gefehlt wird. Dass die Leute an der Pause können man den Schwatzen sich unterhalten und noch einfach merken, so, okay, mir geht es nicht allein so, mir sind auch all die anderen Leute, die hier sind, denen geht es auch irgendwie so. Mit was für einer Kompetenz kommen die Leute an ihre Kur? Eine gewisse Kompetenz haben sie gar nicht. So, weil sie die nicht kennen, weil sie noch nicht älter sind. Und dann hängt es natürlich davon ab, es gibt Leute, die schon ganz viel gelesen haben. So, das heißt, die sind am Anfang schon wirklich immens gut informiert, so dann auch immer so schon viel informiert, so den Austausch und so, das ist auch ein etwas anderes dann an Unsicherheiten können geklärt gehen. So. Was sind so typisch Fragen, wo Älteren erst immer stellen? Ja, das ist spannend. Das geht von bis, das geht von, was brauchen wir von Material, so mal Kleider, brauchen wir einen Kutsch, brauchen wir einen Drohrucksack, ein Drohduch, so Sachen. So, das sind so die ganz basic froh, so mal. Und dann aber auch froh, wie funktioniert das mit dem Stillen. Wenn ich weiß, dass die Geburt losgeht, so wenn ich muss man Spidol, so das ist eine Frau, die ganz oft kennt, eine Frau von Pappen, das oft war das meine Rolle bei der Geburt, so was machen ich da? Wir konnten auch zukünftig Älteren interviewen. Wie seht ihr, ob die Idee kommen, hier an die Kur zu kommen? Also drauf kommen sind ich eine Freundin, die Kur auch schon 4 Jahre besichtigt hat. Und wie das als echt kann geht, haben wir gedacht, wäre das eine gute Vorbereitung für einfach an das Thema Geburt, Krankcreme ein bisschen ranzuschnuppern.
Und ja, eine große Erwartung hatte man am Anfang nicht. Nee. Wir sind einfach spontan hingekommen und haben es mal überraschen gelöst. Und bis jetzt kann man nicht mehr positiv rumgehen, da den sich gut vorbereitet fühlt und dass das ganz interessant ist. Kann in ältere gehen lehren? Ich denke, Eltern zu gehen, das ist eine Intuition, die wahrscheinlich schon von kleintem an oder die an unserer Natur leid. Mir der Kur, die gibt einem einfach ein bisschen Sicherheit, für zu wissen, machen wir es richtig oder gehen wir es richtig wo ihn einfach viel auf den Weg kriegt, für einfach sich mehr sicher zu fühlen. Ja, also Männer müssen eigentlich sowieso ein bisschen lehren. Frauen und das wahrscheinlich an sich, ja. Was wäre eine Motivation, Kanner zu kreieren? Also ich wollte lange wirklich keinen Kanner und ich konnte mir das auch gut vorstellen. Und da lernt den irgendwann kennen, wo ihn sieht, okay, passt. Und dann könnt der Gedanken irgendwie automatisch und das ist da komisch. Also ich weiß nicht, ich meine doch vielleicht mit dem Alter teilweise zu denen, vielleicht bei den Männern mehr. So war mal bei mir. Irgendwann ist ein Moment, wo ihn am Leben gefestigt ist, meine ich, und dann klappt das.